Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht zu schreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht Nummer 16. Ditmaal nog meer van de Mennoniten een probleem, want ze met de Mexicanen een ronddrijfsvee op ihre Siedlungen in Chihuahua in de winter- en voorjaarmonaten voor vele jaren gehad hadden. Ik weet nog dat er jeder Horst een bestimmter Datum gesagt wordt van regeringsbeamten, van wanneer dat vee am Horst losgaan gelaten durf. En viele Mexikaner leerden al immer nur den Tag, wann sie am Horst al ihre Pied, Müllers und Esels, wohnen sie durch die Winter und was an den Vorjahrmonaten zu nicht brücken wollen, und all ihre Rinder, über die eine oder zwei Kühe, wohnen nach Milch geben, wurden losgehen lassen dürfen. Und immer weiter wären da all so eine mexikanische Kleinformer, wohnen de meeste van ihre Pied, Esels, Müllers und Rinder al vor dem bestimmten Datum losgehen leiten, auch wenn die Hikes noch toegeholen werden oder wenigstens toegeholen worden sollen. Einige von an leiten hier und da ein Hike jeden Abend aufsichtlich ab. Und andere kneipen irgendwo die Stacheldraht dreht vom Tünen 2, sodass er frei durchgehen kann. Und wenn diese Sachen passierten vor dem bestimmten Datum und dort feiern mag ihre Hocken heim, dann können mennonitische und auch mexikanische Formen so ein fremdes Randriefsfei, wo vor dem bestimmten Datum losgelassen worden wir, in Schoden und Recht, meistens mag die Hoberhocken und Quacktimung anpongen, so wie dort nannten. Ich habe auch noch mal geholfen mit den Mexikanern ihrem Randriefsfei und Quacktimung anpongen. Wenn Mennoniten bei Quinta Lupita und auf Former Rempel und Castro ihrem Land oder auf dem Landesrancho und andere Ländereien dicht bei Quacktimung noch nicht mit ihrem Draschen fertig wären, und die Mexikaner ihr Fei den Mennoniten ihre Hocken anfangen zunichte zu bringen, dann schickten die Vaters 2 oder 3 von uns Jungs mit unserer Riedpied dort Randriefsfei taub zu holen und in die Stadt anzupongen. Aber wenn das geworden wäre, dann kauften die Mexikaner ihr angepongetes Fei meistens am selben Tag noch weiter rüt. Und ich glaube, das kostet auch noch mal wenig Geld. Denn man will das Fei da gar nicht lang haben. Denn das soll ja dann auch Futter und Wasser haben. Und diese Kosten will keine Regierung haben mit dem angepongeten Fei. Und einige Mexikaner ihr Fei, wie am nächsten Tag weiter mag die Mennoniten ihre Overhocken. Genoden Tola, genoden Felder, Hamburger, hadden Trouble mit den Ejidos ihrem Fei von Napavetschi. Ein anderer Dorper an der Buitenkant von der Kolonie mit so einer Rancheros die dicht bei ihre Dorper wohnten. Meistens, wenn das was am Dezembermonat geht, was die Mennoniten ihre Abend angebracht hatten, dann können die Vorsteher dort bei den lokalen Regierungsbeamten bereden, dass das Datum, an wonen die Hikes nicht mehr brückten teuermerkt worden, wieder abgeschoben wird. Aber dann mögen scheinbar doch all einige Mexikaner die Hikes aufsichtlich nicht mehr tau, wenn sie durch jeden Abend durchgefahren wären. Oder sie kneipen einfach die Stacheltüren dreht irgend 6 Uhr und 2. Auf ihre eine Stapelfläche hatten mexikanische Kleinformer und ihre Ranchos all gemeinsam ihr Fei losgehen gelassen, so schwind als sie ihre Abend aufgeräumt hatten. Und wenn der Tag am Horst gekommen wäre, dass alle Hikes bei den Mexikanern und Mennoniten ihre Tiening in Chihuahua ablieben dürfen, so dass die arme Fei, die mexikanische Kleinformer Fei, losgehen und sich dort Foto auf der Stapelfläche selbst lesen können, dann wären bald sehr viel von ihren Rinder
Schruggen, Müllers en Boeros op de Mennoniten in ihrem Land. En zolang ons dit ramdrijfsvee genoeg tevreden vond op de stapelvlekken, en zolang ons jeder mennonitische buur zijn gassen en hengertuin goed in Ordnung had, en ook zijn hengerhaak en gassenhaak in Ordnung had, en niet vergat danach toe te merken, dan blijft het vee van ihre Heber weg. Aber wenn dit vee nicht mehr genug Futter op dem Land toplesen kann, nicht zu hungrig zu worden, dann probt sich dort auf de mennonitische Dorpsbewohner ihre Haaks en Tiening gut genug in Ordnung houden. Dann wenn dort hungrige Vee an einer Nacht irgendwo einmal ein Haak abgefangen hat, oder durch einen nicht sehr guten Hängertun mit einem Bauer seine Hüppes gekommen wäre, dann probt sich dort die nächste Nacht auf der Tun ditmal stark genug gemerkt sein wird, oder auf das Haak tau und sehr stark sein wird. Denn dit Vee hat nu einmal den Hunger stellen gekonnt, und dort deed meist irgendwas, dort die nächste Nacht weiter zu können. Und besonders wären ein Pied en Esels sehr klug, nicht mal an Haaks opmerken können, aber auch an Stahl en Schienenderen opmerken. Wo je in ein Rinder bloß einfach entweder über die Tiening übersprungen oder ihre Kabtwäschende dreht durchstürken und dann mit Gewalt den Tun durchreiten. Ich und viele andere Blumenurter kannten besonders einen sehr klugen Bauer sehr gut. Dit war ein buitengewöhnlich großer Bauer, in der wir immer schmackrund und glatt. Auch danach waren alle anderen Bauern sehr dann worden, weil sie einfach nicht mehr genug Futter fangen konnten. Und der Unterschied für diesem einen Bauer seinem Schmackloten war dieser. Er war so klug, er konnte sich irgendwo an ein Hüppenhack hineinbringen und auch wieder rausbringen, ohne dass er einen Draht und Zweireit. Dort das Bauer dort vor dich bracht, dort bleibt für uns Blumenurter lang ein Rätsel. So lang, dass einer dort an einem Abend laut bei sehr klarem Mondenschein Kriegteuer sein hat, wo das kluge Dame dort deed. Durch einen golden Tun durchkommen, ohne einen Draht und zwei Merken zu brücken. Des Mann hat Kriegteuer sein, dass das Bauer sich bei seinen Nobers ganz am Hüppenhack tun, aber sie angelegt hat, und dann ganz langsam so lang gewriggelt hat, bis er sich unter den untersten Draht durchgewriggelt hat. Wir dann an der anderen Seite vom Tun waren abgestoßen und ganz sandersei an den Hovergabenhüpen angegangen, wo er sich all vielmal satt gefressen hat. Und das Hovergabenhüpen gehört uns. Wir wohnten in Blumenurt am Schulhaus von Mai 1950 bis im April 1953. Und das war im Januar oder Februar Monat 1952. Wir wussten lang nicht, wo das Büro immer bei unseren Hovergabenhüpen beikam, aber da wir jede Nacht weiter da gewesen. Und nu wisst wir, wo der dort gemerkt hat. Wir erst unter unsere Stacheldrahthaak an der Gas durchgebriggelt und ab dem Schulhof abgekommen und dann unter den Hüppenhack Drahttun und ans Hüppenhack hineingekommen und hat sich an unserem Hovergabenhüpen gut vollgefressen. Een uitwassen aanbod van Hoverstro aanpassen in de 1940er Jahren. Ich hatte einmal gesagt, dass Blumenurtsche Bürgers in den 1940er Jahren einmal viel von ihrem Hover auf dem Quinta Lupita Rancho oder auch selbst auf dem sogenannten Staatsland draschten. Der Quinta Lupita Rancho wird manchmal auch der Schreider Rancho genannt, weil es ein gewisser Deutschländer mit dem Namen Schreider den bei 1941 geehnt hat. Und der lag ungefähr auf dem Markt von Cuauhtémoc nach Blumenurt. Auf unserem großen Hängerhof, auf diesem
Rancho. Wir einen Hofs, ich glaube, dass wir 1943 sehr viel höher gedrascht worden. 5 oder 6 Bürgers hadden da eine Strohdeel. Da wären so viel Strohhüpes, als der Bernen Rühm hadden. En al van uitgangs januari aan prast een buur nom anderen zijn hoerstro door aan en viert zijn boing van door weg. En we waren ook al daarbij aan stro door aan te prassen en bij aan onze grote machinenshop aan te vieren. Ons nabij Johan Leuven had een zogenaamde Pietzpras gekauft. Ik geloof hij kauft die ganz nie. Deze pras had nabij Leuven extra dort gekauft, dat hij damit Geld verdienen wil in de winter en Monaten. Aber für uns hadden al mehrere andere Bürgers Johan Leuven besteld om Strohhüpers anprassen, zodat als wir endlich an der Reihe gekommen wären, dann wir all an viele Deel meist oder an einige Deel auch all ganz zu viel Wind, um das Stroh stärken zu können, ohne dass dabei einfach zu viel Weichstoff. Aber noch bei Leuven sind Knecht, mein älterer Bruder und ich, prasten an so eine Deel, wenn der Wind nicht zu stark war, jeder Tag von 250 bis 300 Boing Stroh an. Und wenn an einem Tag zu viel Wind war zum Prassen können, und aber noch nicht zu viel zum Strohboing und Maschinenschappen führen, dann deuten mein Bruder und ich dort. Aber nu fragt vielleicht all wer von den jüngeren Menschen, was ist eine Pietzpras? Und für you folgt hier eine Definierung oder eine ungefähre Beschreibung von was eine Pietzpras ist. Eine Pietzpras ist ein Bäler, eine Pras, wo von einem Piet gedreven wird. So eine Pras hat eine sogenannte Pietgang-Einrichtung, um die Pras mit einem Piet driven und es steht mit einem Motor. Dat Getriebe an die Pietzpras hat 2 Distels und der Piet wird zwischen diese 2 Distels so angespannt, dass das Fähren an dem ersten Distel mit dem sogenannten Koppelbaumreimen angehört war und hingen an dem hintersten Distel mit der Seelenstreng. Die Koppelbaumreimen wir mit einem Eng an einem von der Heims seine Ring fast und auf seinem anderen Eng hat einen Haken. Das Reimen wird, wenn der Piet für den Wehr angespannt wird, durch den Koppelbaumring durchgetrocken und an dem anderen Heim seinen Ring angehört. In diesem Fall aber, wenn der Piet zwischen die 2 Prasdistels angespannt wird, dann wird er mit dem Koppelbaumreimen durch den Ring ab dem Eng von dem ersten Prasdistel, wo er auch einen Ring hat, festgehört. Und an dem anderen Prasdistel wir eine Uhrzeit festgemerkt, und da hört man den Seelenstreng an. Wenn der Piet so zwischen die 2 Prasdistels angespannt wäre, dann kann das nicht anders gehen als eine Runde. Und dort erst wird das Piet den ganzen Tag dauern muss. In einem Kranz von ungefähr 25 Schau am 30 Meter eine Runde gehen und die Pras am Drehen holen. Übrigens braucht man dort fast immer 2 Piet, wo nur dabei alle paar Stunden angespannt werden. Habt ihr diese Beschreibung Wort oder verursacht die bloß noch mehr Frauen? So als zum Beispiel, was sind Heims, Kala, Utscheid oder Koppelbaum? Der Wort Kala und Koppelbaum habe ich wahrscheinlich auch von der englischen Sprache hergenommen, so als so viele andere von unseren Wörtern, wo eine Part von unserem plautdietschen Wortschatz geworden sind. Das jüdische Wort für unserem Kala und wo dort Piet trägt, ist ein Comet. Und auf Englisch wird das Wort Color für beides gebraucht. Der Hams und Wanix Colors und auch ein Color und auch das Comet, wird das Piet so um den Hals angelegt wird, dass es Schmack an seine Schultern und anpasst, zum damit tragen. Also, uns Pietskoller und uns Hams und Wanix-Koller ist wahrscheinlich ein englisches Wort, wo unsere Vorfahren auch so ein bisschen verplauditscht haben. Und nu ist das Wort Comet bei uns vielleicht all über 100 Jahre ein Koller gewesen
En je heert voll en ganz zu unserem plautdietschen Wortschatz. En krijgt zuerst dat vielleicht auch mit dem englischen Wort color, am Hemd und am Wannig oder Jak geworden. En er steht dort, dass bei uns ein Hams oder Weins Krauen ist, es hat ein Collar. En ons koppelboom ist wohl auch so halb Englisch und halb Plautdietsch. Dan 2 Pied worden mit unserem sogenannten koppelboom gekoppelt mit de koppelreimes durch de ring op bij het einde vom koppelboom. En zo 2 Pied mit diesem Baum den Wehrendistel. Das Baum koppelt also nicht nur 2 Pied op, aber merkt dort für die Pied auch mehrlich, taub den Wehrendistel zu drehen und den Wehren dahin zu stieren, wo die Kutscher mit Pied und Wehren hinfahren will. Aber uns wird koppeln oder taubkoppeln, ist bestimmt auch ein verplautdietschtes englisches Wort, wohnt all sehr lang zu unserem plautdietschen Wortschatz gehört hat. Hier brechen wir wieder auf für das Mal. Nächstes Mal noch wieder mehr von so einer Wert aus Heims, Koppelbaum und Urscheid in unserem plautdietschen Wortschatz. Und dann noch wieder mehr von dem mexikanischen Rundriefsfei, wohnt vor Monaten lang auf den Mennoniten in ihrem Land an dem Bustierstol in Chihuahua versucht, was zu fressen zu finden. Und dann von mexikanischen Karawanen von Frachtwagens auf dem langen Schlotzweg durch die mennonitischen Siedlungen am Bustierstol in Chihuahua. But nächstes Mal, ich bin George Rempel.